Hey Leutlis, ich habe recht Halsschmerzen. Leider ist die Kamera, nein, also was heißt Kamera? Er hat den Akku einfach schlapp gemacht, deswegen konnte ich gestern nicht weiter aufnehmen. Aber ich glaube, die Videos, die wir gestern gedreht haben, die sind schon recht eindrucksvoll gewesen. Es war recht anstrengend gewesen. Obertraining gestern, also kein Vergleich zum Morgentraining. Aber am Schluss habe ich mich gut gefühlt. Mega warm, aber gut. Ich hoffe, es geht so weiter. Bist du bereit? Nein, mal schauen. Du hast dich gezwungen, Prüfung zu machen. Die Frau hat dich gezwungen. Ich gebe mein Bestes. Okay, gut. Oh, da bin ich wieder. Und ja, das Training ist schon herausfordernd. Also ich merke selber, dass ich nicht mehr so fit bin wie in den letzten Jahren. Aber in diesem Sommerlager fühle ich mich lebendiger denn je. Also ich fühle mich da wirklich sehr gut. Ich habe gesagt, dass die Frau mich gezwungen hat, dass ich die Prüfung mache. Ursprünglich war es so gewesen, eigentlich hatte ich gar keine Lust auf die Prüfung. Weil, ich weiß gar nicht. Ich habe einfach keine Lust gehabt. Erst ab März ist die Motivation gekommen. Da habe ich die ganze Kurse besucht, die Dann-Vorbereitungskurse und so. Und schlussendlich war es schon eine gute Entscheidung gewesen, dass ich das jetzt mache. Weil fast alle aus dem Dojo machen das, also aus meinem Dojo. Und dann wäre es ein bisschen doof, wenn ich das nicht machen würde. Und das gibt mir auch so ein neues Gemeinschaftsgefühl. Das hat mir in der letzten Zeit gefällt. Auch jetzt im Sommerlager, vermutlich gefällt es mir auch deswegen so gerade. Aber ja genau, dass wir das alles zusammen machen, an einem Strang ziehend, das hat mir gefällt und deswegen fühle ich das jetzt. Und wie gesagt, von dieser Aussicht kann ich einfach nicht genug haben. Also die ist wirklich 1A. Stopp jetzt. Über den Begleiter kommt der nächste Begleiter und dann muss ich nur noch zurückfahren. Also nicht hier stoppen, sonst wenn er kommt bei dem anderen, dann muss ich zuerst das machen. Also ich gehe schon hier, der ist hier offen, hopp, der ist hier offen. Hey, hopp, 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 hopp. Schneller, schneller und immer schön fein bleiben. Schneller. Die Augen zumachen. Schneller. Das ist schön. Okay, gut. Was ist da? Was ist da los? Und jetzt? Und das ist so, ja. Er kommt Shodan, Fortblock, Agyuki. Shodan, Fortblock, Uchuke. Gedan, Fortblock, Gedan. So, Jan, wie findest du Training bis jetzt? Alles gut. Alles gut? Ja, ja, ich Bist hoffe. du bereit für die Prüfung? Parat, ja. Ja, Ich will noch besser vorbereitet sein als jetzt, Besser aber wie- es wird sicher immer besser. Also, jetzt, Lisa.
Weiter! Mehr! Ja, eben. Weiter! Ich kann schwerer, Baby. Was? Weiter runter! Tiefer! Geil, ich kann tiefer! Tiefer! Ablassen! Tiefer! Oh! Es muss brennen! Findest du das mit dem Squat eine gute Idee gewesen? Ja, ziemlich Schon? gut. Wie viele Squats hast du gemacht? Ich weiß nicht, hast du gezählt schon? Also ich habe gezählt, ich habe 39 gehabt. 39? 39, ja. Und du? Aber dann Ich? ist das Video aufgehört. Also ich habe 39 gehabt. Und ich? Du hast wahrscheinlich 40, 40, 41, 42. Ich hast 3, 4 mehr gemacht. Ja, aber du hast ein leichter Baby gehabt, das muss man auch sagen. Ja, okay, nächstes Mal müssen wir mit einer Zeitbegrenzung das machen. Mit Zeitbegrenzung. So 2 Minuten, wer macht mehr? 2 Minuten? Oder 1 Minute, ja, keine Ahnung. Oder mit schwereren Babys? So mit 50 Kilo, wir können uns gegenseitig. Ja, aber ja, so bist Das Antraining ist fertig. Nacken krampft, aber es wird gehen. Dominik Sensei, was wäre das Wichtigste im Karate? Jetzt deiner Meinung nach? Also etwas vom Wichtigsten ist, dass man sich jedes Mal wieder ein Ziel setzt, was ich heute verbessern will, und dass ich versuche, das besser zu machen, was ich, also von gestern, dass ich heute besser trainiere und mich steigere. Für mich selber, es geht nicht darum, dass ich besser bin als die anderen, sondern für mich selber meine Leistung kann verbessern und dort weiterkommen. Okay, ist gut, danke. So, ich muss sagen, ich habe gemeint, es wäre von der Intensität her viel höher. Aber ja, da bin ich doch ein bisschen, sage ich jetzt mal, mit der Ausdauer gut dabei, ja, obwohl ich keine gute Ausdauer habe. Ich wollte kurz ein paar Wörter zu Dominik verlieren. Also vor allem die Wörter, die er jetzt gesagt hat. Ich finde, das kann man nicht nur im Karate anwenden, sondern auch überall im Leben oder was auch immer. Also ja, in jedem Lebensbereich. Wir sollen die Sachen nicht aus dem Ego machen, sondern einfach da aus der Fülle. Also, weil man es gerne macht. Aus dem sollte man Sachen machen, weil dann sieht man auch innen den Fortschritt und nicht, indem man sich mit anderen vergleicht oder ja, einfach Sachen macht, wo, sage ich jetzt mal, andere Arbeit sind. Das bringt niemandem etwas und langfristig gesehen ist das keine gute Lösung. Von dem her habe ich es gut gefunden, was er gesagt hat, und das wollte ich auch euch mitgeben. Macht das, weil es euch Spass macht, egal was ihr macht, und nicht, um es den anderen zu beweisen. Und wie findest du? Jetzt Abend statt und ja, dort findet das Verbandsessen statt. Mal schauen, was dort läuft. Hoho, Muchacha! Mit dem Wolltest du so einen? Oh ja, safe, Mann. Also, was willst du mit dem machen? Wo willst du hin mit dem? Ich wollte mit Wheelie machen. Wheelie? Wo willst du? In Spanien? Nein, Kolumbien. Kolumbien, Brüder? Yes. Willst du so Chicas abschlecken? Safe. Jo, wir sind oben. Wir sind nicht nur im Karate machen, sondern auch wegen Instagram-Bilder. Und ja, suchen wir da ein bisschen Locations. Ich glaube, in Locarno hat es einige. Hey Bro, du hast zum ersten Mal so Bilder gemacht. Wie hat sich das angefühlt? Sag mal. Ist geil. Ist geil? Ein bisschen Übung und dann ist gut. Okay. Schau mal, was haben wir da? Kann ich mich auch drauf machen irgendwann? Oh, Lorenz! Aber was? So, jetzt schaffe ich die Tandprüfung. Jetzt schaffe ich das Scheiß. Schaffst. Ja, Mann! Glaub an dich. Alter, bin ich kaputt. Boah, Alter. Aber es ist wirklich sehr schön, wieder Leute zu sehen, die ich schon lange nicht gesehen habe. Zum Beispiel den Lorenz, den wir im letzten Video gesehen haben. Ich weiss noch, wo ich den ersten Schwarzgurt gemacht habe. Das war mit 16 oder so. Dann sind ich und eben Lorenz 5 bis 6 Mal in der Woche trainieren gegangen. An jedem einzelnen Turnier haben wir teilgenommen. Also wir haben wirklich alles zusammen gemacht im Karate. Und die Zeit war eine der legendärsten Zeiten, die ich da je hatte. Und ja, es war wieder schön gewesen. Die Zeit, ja, wie so zu zeigen, so ein bisschen wieder neu zu erleben, weißt du, so in dem Sinn. Und ja, ich bin gespannt, was das Lager sonst noch parat haltet. 3 Tage sind rum, noch 2 Tage. Mission dann, Prüfung geht noch weiter. Peace.